hey, ik zie vandaag dankbaar dat ik kon hier zijn en ik zie dankbaar dat ik kon wieder leren en dingen leren. En ik zie dankbaar dat ik kon God zijn stem veilen hier voor wat ik doen zal en wat ik zal napreden. En ik wens bis iedereen den vrede van God, de gemeenschap van Heiligen Geest. En dat iedereen wat klar haben, wat Jezus voor hem gedaan heeft. En Jezus heeft alle zin wahrgenommen von iedereen einem, wer man das annimmt. Das ist nachher ein Unterschied aus, wie das annehmen oder nicht. Das ist ein Unterschied aus, wie dort, waar man sagt, agree, aus wie dort bejahen, oder aus wie dort wirklich glauben. En van daar wil ik reden aan dat part van maun en früh. We zijn dat vandaag in de Waut, er zijn een deel mensen die zijn daar geen ander met. Er zijn een deel mannen wat zich wel in de früh nemen. En er zijn frühs wat zich wel in de maun nemen. En vandaar wil ik reden om wat zegt de Bijbel, wat de früh is en wat de maun is. Maar ik wil lang niet alles reden van wat de Bijbel van dat redt. Ik wil een kleine part van de dingen metnemen. En dat is een teaching dan, en dat is een reden dan. En in 1. Mose 3, vers 16 en 17, daar zegt dat, lees niet de verse wellig nu, maar daar redt dat van wat een früh wat terechtkomt durch ihre Schwangerschaft. Da we dan als God dat ziet, wat er wordt terechtkomen, dat had wegen zin te doen. En vandaag ik had ook ganz klar eine früh wat nicht bekeerd is en de früh wat bekeerd is, dus een onderscheid aan van wat van de tijden die terechtkomen. En door wil ik reden van wat God zegt ten de früh wat terechtkomt van de zwangerschap. Du hast dat ganz klar beschreven. Een Körper wat niet op pad aanhaft, zum schwanger worden. Da meint zoveel dat is een früh. Dat is niet een man. Dat is ganz klar beschreven, dat is een frühmensch. Een frühmensch is anders gemerkt als een man is. Een frühmensch heeft een ander geslacht als een man heeft. Een frühmensch heeft zo veel een andere denken als een man heeft. Dat kan dan nog verschieden zijn. En bloos onder denken je dacht, zegt nog niet dat dat niet kan früh zijn, wenn ik anders denkt als een andere früh denkt. En de grote ganze, wenn we op het checken doen, wo komt die daar geen anderes her? Die daar geen anderes, van waar dat herkomt, dat is de grootste part van de mensen en ihr Gedankenleven nicht für sich Gedanken festzunehmen und die über sie zu schaffen und Jesus zu geben. Das muss ich noch mal uitriemen. Gedanken uitriemen, wenn du schlechte Gedanken willen, dann kommen die die uitgeriemt. Du sind von den Männern, die wollen sich handstellen aus der Früh. Und weil die wollen, wenn die nicht den Pot haben, zum der Früh sein, und ihr Geschlechtsdenk, und ihr Geschlechtsleben, dann sind das nicht Frühs, dann sind das Männer. Dat is zeer interessant wat de Bijbel nog alles schrijven heeft. De Bijbel legt al dingen klaar uit. Wat een früh is, wat een man is. Een früh is wat er kan zwanger worden. En wenn we dan denken aan, oké, wat schrijft dat dan niet van de mannen? In 1. Mose 17, vers 11 en 12. Daar redt dat van wegen mannen beschnitten laten. Dort wir am Oude Bund, von der ersten Tag Brück wieder nicht. Jesus hat dort Port abgehoben. Was meint dort beschneiden? Beschneiden meint dort der Verhüt beschneiden. Wie Mann. Ne früh haft dort Port nicht zu beschneiden, von wo die Bibel von redet, von was du beschneiden soll. So dort meint so viel. Ein Mann, dort ist das was aus ne früh. Wenn dort sagt, noch nicht in der Bibel, dort ne früh sich so beschneiden lassen. So, das meint so viel, wenn der früh nicht, wenn der Körper nicht der Part hat, wo der beschneiden jetzt, wo die Bibel von redet, das meint ganz klar, dort ist ein Mann. Was kommt da einmal an? Ich sage mal einmal diesen Zweig. Wenn ein Körper nicht, was bei der Bein,
wat raufhängen dat, zwischen de Beinen, wenn du nicht raufhängen dat, das ist nicht früh. Man wird ja sagen, okay, kann ich mir die Leute wegschneiden. Aber dann bist du aus dem geborenen Mann gewesen. Wenn du in der Bootstuhl bist, und du bist an deine Alleinbahn, an deine Stuhl, wenn man sagt, du bist bemerkbar, du bist ganz allein da und du trägst dir die Wechsel auf, vor dem Spiel, und du hängst was drauf, da meint so viel, du bist ein Mann. Gott hat die Leute aus dem Mann geboren worden, aus dem Jung geboren worden. Du sagst von den Männer, die wollen das verdrehen, die wollen nicht ein Mann sein. Wohin wollen die nicht ein Mann sein, die wollen sich nicht Verantwortung abnehmen, was Gott in der Bibel beschrieben hat, was Mann seine Verantwortung ist. Und wo kommt das alle her? Das kommt alle her von der Bibel wegdrehen, von Gott sein Wort wegdrehen. Das wo der so eine Dinge als das abstunden tun. Nur als Fällt mit dem Staunen, wie viele Menschen haben mit so Dingen zu tun, oder wie viele Menschen haben mit so Gedanken eben zu tun. Und viele würden vielleicht sagen, okay, no, aber ich kann nicht tun mit meinem Körper, was ich will. Ja, die kannst. Das ist deine Entscheidung. Aber du wirst durch Verfolgung abkommen, was die Entscheidung ist. Wenn wir dann bloß checken, du 1. Mose 19, der 4 und 5, wo die Männer in Sodom und Gomorra wohnen, wenn in Kundschaft eigentlich wird, dort erst Krieg von wo du Nachrichten kommen durch Laut, von was Laut tun soll, wo die ganze Geschichte beschrieben ist, wo ein kleines Abraham hat gefragt, wenn du waren so und so viele Menschen an der Stadt sind, was du waren gut sein, aus Gott der Stadt danach wird verschont. Und Gott sagt ja, und dort nicht mehr drauf partieren. Von 50 Partien. So sagt er, du verstehst. Dann kommen die Männer und die weiter, dass diese Männer bei laut sind und die werden die Männer berührt haben. Die werden mit den Männer schon treiben. Okay, was ist nicht schon? Ist nicht schon der Sinn? Wo will Gott Sodom und Gomorra verbrennen? Wenn das ein sinnliches Volk wird. Und da werden bloß ein paar gerechte Menschen werden. Die anderen werden alle nicht gerecht. Was passiert mit der Stadt? Der wird durchgebrannt. Wo wen? Da wird du zu sein, was da angeht. Laut. Er baut seine eine Dächter an zum Ried kommen, dass sie können die Dächter haben, danach zum Schlup. Und die Menschen sehen die Bitte, die sind uns nicht gut, wie wollen die Männer, was du noch niemals haben mit Männer, was fähig hat. Was beschreibt die Bibel immer? Was passiert da? Da wir uns lässt, da wir sind nicht, da wir gegen Gott gedreht. Da wird kein Ding, was du nicht für Gott wie, was du angeht, von was die Männer du wollen. Die Männer haben einen Drief, die haben einen Hat, den Mann mit Mann schon treiben. Und weißt du was, das ist Sinn. Das ist schädlich von dir. Das wird von dir schon da und da junge Kinder. Verbessere das, wenn die worden gemissbraucht. Junge Menschen wassen von da ab. Und da wird ein angeprägt. Das darf nicht so passieren. Wenn man sagt, du warst Dienst oder Anibel, die ist dann angeprägt, Dienstweich. Dann tut wenn so eine Menschen Deliverance schreien, dann war das fertig nach mir gesagt, der wurde bei sie erst geklappt. Und weißt du was? Und weil sie erst daran nach Rütteklappe ging, dann wir sehr Fan. Wenn ich schon mal nach mir geredet von dem Marschfall habe, wo hat der Marschfall gehabt? Vielmehr waren so junge Menschen gedreht. Hey, wenn die was schwieriger sein, was die dort merken, wo die den Marschfall haben, wo wird dann angehaft? Bei gestern wurde angehaft, das sage ich nicht. Und weißt du was, das ist Zeit, da wirst du zuerst da abstunden. Und für Gott sein Wort fertig tun. Nicht bloß können sagen, Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Aber Gott will von dir durch mich und die, wenn wir Christen sind, der will durch uns Kontrolle haben. Hier bei ihr. Wir sind schuldig mit Dingen, was zu tun. Wir sind schuldig für Dinge abzustunden. Wir sind schuldig für junge Menschen abzustunden. Wir sind schuldig, zu lernen, was du hast Vergebung für. Und wir sind schuldig, zu lernen, dass sie andere auch vergeben. Was ist ein Mann und was ist eine Frau? Du sind noch sehr viel mehr Dinge beschrieben in der Bibel.
van wat een man en wat een vrouw is, als wat ik hier van jou heb opgenaamd. En du worden van jou jongens en meisjes gemisbruikt. Wat is de onderscheid tussen jongens en meisjes? En wat is de onderscheid tussen een meisje en een vrouw? En wat is de onderscheid tussen een jong en een man? Er zijn van jou alle mensen die misbruiken dat. Er zijn van jou alle mensen die weten niet wat alles in de Bijbel geschreven is van dat ding. Wo je dat weet, wenn je kon, er zijn alle mensen wat dingen doen, wat die niet zullen doen door de Bijbel. Er zijn van jou alle genaamde Christen, wat er niet vrij zijn van dingen. En ik wil je te roeren, wenn du een Christ bent en du hast nog ongebongenheden, dan doe je van jou wat met. Laat je van jou vrij zetten van dat. Waarom zou je van jou deliverance geven? Dat is op Engels dat woord. Op Plattisch wil zeggen, laat je van jou vrij zetten van die gebongenheden. Er zijn van jou die mensen die direct dat. Die weten dat ze doen niet graag en die gaan allemaal waar aan doen dat. Dan moet je zoveel, dan veel die vrij te zetten van dingen. Wenn du den Held in Jezus hast en die moet die, dan laat die in spreken. Dan ziet die wem wer die kan helpen met dat. Römer 1 vers 27. Daar is voor Paulus een vers hingeluid dat. Wo en dat dingen van jou herkomen, dat de wereld zo draait als de draait. En dat kan einer zeggen dat dat manche andere Christen van jou zeggen, wenn die wordt niet geleerd wat recht en wat erg is. Du zegt dat, en Jerusalem haben ook de Mannslied, den natürlichen Umgang mit Frühlied, verloren en haben an ihre Heid onder een ander Mann mit Mann schon gedreven en haben an sich selbst de Straf für ihren Irrsinn gekregen. So wat zegt dat hier? Dat de Mannslied han den natürlichen Umgang mit Frühs verloren. Wo fängt das an? Dat Mannslied wurde einen natürlichen Umgang mit Frühs verloren. Der erste Stopp ist am Gedanken. Und der zweite Stopp ist Pornografie, sehr viel mehr. Nicht die Bilder nicht kijken. Und der dritte Stopp ist nicht bei einer Frau bleiben. Mit drei verschiedenen Frauen Geschlechtsverkehr haben. Dat is voor het omvang red. Ik zie in dat leven bijna geweest. Niet bij een vrouw blijven met Geschlechtsverkehr. En ik zie God zo dankbaar, hij heeft me eruit geraad. En ik zie God zo dankbaar dat ik entscheid dat ik wel deze kracht gebruiken van God, ten doel van vrij worden. En ik wil je toch plus zeggen, dat wordt niemand genoeg. Wenn du een verlangen hast naar andere vrouwen, die wordt never genoeg krijgen. Dat wordt never een nemen. Dan zit je aan een vrouw smaken, die vrouw smaken, dat erop blijft allemaal draaien. En dat is voor dit vers van reden dat we het nächste hand hebt. Wenn du never genoeg krijgt, dan vangt dat aan man met man. Dan vangt man met man aan zijn hart te verdrijven. Dat zal niet tot zijn, dat is niet biblisch. En dat zin we niet stad. En zijn leven staat Barnabas. En van daar wil ik die een ding zeggen. Wenn die in zijn zin staat best neergeroden, du hast rood voor die, du hast help voor die. Jezus heeft dat alle betaald voor die. Ik verdam hier keinen met dit eruit zeggen. Ik wil veel dat eruit brengen wat Jezus te doen heeft voor die. Jezus heeft dat rein alle betaald voor die. Nimmst du dat aan en schätzt du wat du wat doen. En daar wil ik wat te zeggen. Als ik entscheid, hier wil ik wat met doen. Ik moet entscheiden, ik wil nog andere mensen ihre hulp gebruiken om dit te doen. En zo fällt me wat je zegt, oh ik kan geen vertrouwen, ik kan me te geen uitscheiden. Dat is dan genoeg met pleurerie in deze wereld, dat weet ik. Maar pleurers die dan met die zelfs ook. Wanneer je zegt, die kost geen vertrouwen. Maar ik dat even stonden hoor. Dat ik kan een ander vertrouwen. Dat is hoe ik help krijg. Dat is hoe ik in mijn leven ver weg komen door. Vandaar wil ik die een ding zeggen. Wenn du so denkst,
du kannst keinem vertrauen. Wenn ich da was zu wem sage, der wird wieder sagen, was ich nicht will haben. Was von der Tag hat viel zu viel passiert, dort sage ich nicht, dass es nicht hat, aber ich die von der einen sage. Wenn du hast eine Person, und denkt die sagt, was du nicht was haben, was der so wieder sei, und der sagt das doch wieder. Du ludst nicht die Schuld mit ab, und der ludet nicht deine Schuld mit ab. Der lud an sein eigenes Leben eine Schuld ab. Der nicht die du wat mit an. Du kannst weiter reden von, aber du kannst Heilung reden, ja? Und du kannst dort auch noch klar haben, dass Jesus hat dort auch noch am Kreuz Menschen abgenommen, was dein Anrecht hat. Du kannst ihm für den beten, wenn er das getan hat, dass er zur Ansicht kommen. Wenn meine Person kommt sich aufmerken, und der sagt zu mir, warum das an sein Leben geht, und der will haben, ich soll das nicht wieder sagen, und ich gehe und sage das wieder. Du verschuldigst ich mich, nicht die Person. Du kannst was ich dummer kann, ich kann einem Menschen bloß sagen, sich merken, dass ich nicht was mehr aufmerken zu anderen Menschen. Und was die Worte dort so nicht so sein. Wie soll er uns danach nicht merken? Wie soll er danach wahrer Fairweich merken? Ich wünsche dem Frieden Gottes über jeden ein, und dass jeder einer dort was klar hat, was er an Jesus Christus tun kann. Noch einmal, wenn du das Harche ist, oder du hast das der Leiche Harche, die fühlst dich verdammt. Römer 8, Vers 1 sagt ganz klar, du hast nicht mehr eine Verdammnis an dir, die an Jesus Christus sind. Wenn du Jesus Christus noch nicht hast, du hast die Chance anzunehmen. Mein Wunsch und Gebet ist, dass wir einmal das Harche hat, dass die Kraft kriegen von Jesus Christus, dass diese Kraft kann annehmen, zum du mit Verweich merken. Und verdammt bist du nicht. Verdammt das so tun uns. Gott wird nicht verdammt. Und die Menschen wird an Gott leiden. Gott, ich danke dir bloß für diese Rede, die ich haben konnte. Und ich danke dir für jeden, der hier wird allein harche hat, für jeden, der wird gelehrt von hat. Und in dem Namen von Jesus Christus bete ich bloß, dass Gott seine Macht wird an Menschen anfangen zu schaffen. Und dass Gott seine Macht wird durch Jesus Christus an Menschen anbringen. Und der Heilige Geist wird Menschen lehren, um von denen frei werden. Und im Namen von Jesus Christus bete ich, wenn du nicht frei hast, wenn du ein Dämon hast, was Menschen attacken hat, und die Menschen merken Dinge tun, was die nicht tun will, in dem Namen von Jesus Christus, die ist frei davon, in dem Namen von Jesus Christus, die wird frei gesagt worden davon, und die wird sich selbst lehren, dass er sich selbst frei sagt, in dem Namen von Jesus Christus. Wenn du wer erst und der weiß nicht, was zu tun, bet bloß mit mir und sei einmal wahr, in dem Namen von Jesus Christus, ich sehe frei, in dem Namen von Jesus Christus, ich kann in die Sünde stehen, in dem Namen von Jesus Christus, sieh ich, wer Gott sagt, wer ich sehe, nicht, was mein Fleisch sagt, wer ich sehe. Gott dir und ich wünsche dir eine gesegnete Zeit. In Jesus Christus in den Namen. Amen.